Aber es ist doch nur ein Strohhalm. Ron Bilecki, Abfahrt, let's go. Wo soll ich bitte bei diesem Vlog-Erlebnis anfangen? Digga, Pepe ist so ein Ehrenmann, Digga. Ich finde es so geil, dass Pepe mehr in den Vlogs ist. Naja, ich könnte erzählen, wie Ron und Aaron vom Europapark rausgeworfen wurden. Boah, die waren im Europapark. Was, die wurden rausgeworfen im Europapark? Wie kann man beim Europapark rausgeworfen werden? Aber Europapark, ich sag's wie es ist, Beste. Beste von Guten. Danach feiern waren. Ron am ersten Abend in Ischgl 3 Pommes zu einer Bowl mixte und mit einer 9 Liter Moe das Restaurant versehentlich unter Wasser setzte. F an den Bre, der das aufputzen musste, Digga. Holy shit. Es klebt nur ein bisschen. Wir feiern Einfach nach 5 Sekunden aufheben, dann kannst du es noch trinken. waren und das eine Moe plötzlich 33 wurden. Oder wie wir auf die schlaue Idee kamen, die 2G-Regelung nochmal neu zu interpretieren und dabei Besuch von der Polizei bekamen. Aber ich würde sagen... Das habe ich gesehen. Die haben irgendeine Party geschmissen in Kitzbühel und ich glaube, die durften die nicht machen. Wir starten den Vlog einfach mal. So. Ich würde mal sagen, Es war ein geiles Intro. Das war wirklich ein geiles Intro. Und diese Brille hier, die ist Mashallah. das ist das perfekte. Ey, das ist das Hotel, wie sagt man dem? Das ist das eine Hotel im Europapark mit dem Kolosseum. Das Kolosseum-Hotel. Abreise. Moment. Ich glaube, ich runne out, Geld auszugeben. Let's go, guys. Okay, guys. Let's go. I can show you the way to the girl what have gewonnen 5.000 Euro. Das ist Dorf pur. Jo. Einfach, Mann. Das ist so geil. Tornado. Ja, der links. Oha. Tornado, Poggers. Ja, der schneidet, guck, das Ding ist halt Pepe, ne, der weiß, der schneidet immer weg, weil bei Ron war gar kein Tornado. Und das ist natürlich vom Tornado-Gesetz her sehr, sehr schlecht. Oh Gott. Und Kondom. 5.000 Euro. Das Kondom, damit dir nicht dieselbe Scheiße wie passiert hat. Ey, Chat, mal eine ganz kurze Frage oder an alle Leute, die zuschauen zu Hause. Wieso genau hat Ron so viel Geld? Ich weiß es bis heute nicht. Weil wenn ich das ausrechne, vielleicht verdient er mit den Views so viel Geld, aber ich glaube nicht. Und er war ja noch, er hatte nicht immer so viele Views. Wie hat Ron das ganze Geld verdient? Weiß das jemand? Mit der Kohle. Es werden, glaube ich, Pommes tornadisiert. Du hast dich verändert. Ich hab mich verändert. Komplett um 360 Grad ins Positive, oder? Total. Die Gewinnerin ist glücklich. Macht's gut, Leute! Und nochmal einen super vielen lieben Dank an Steak. Wir haben ein paar Tornados entzwirbelt. Leute, ich glaube Steak, wir sollten das öfter tun. Wir sind einfach in der Freiheit. Pepe, komm her, lass dich umarmen. Die Glücksspielkooperationen bringen sehr viel, weil die sehr, sehr dubios sind. Kann sein. Mafia. Ja, Mafia, das muss es sein. Guck dir das an. Bäume, Gras, Wolken. Ich bin frei. Fühl dich frei. Sei frei wie ein Vogel. 50. Hey, Pepito, guck dir mal diese Zitrone an. Das ist Leben. Ein Wiener Schnitzel, das wär's, Chat. Zitrone. Ja, du hast das Leben verstanden. Oh ja. Das war das Rutscherlebnis. Digga. Was ist das? Mein Liebster, wie geht's dir? Mein Liebster, ich merke, es ist alles beim Alten. Brauchst du noch eins? Aber... Ey, jetzt mal ohne Spaß, wie geht's euch? Wir haben uns lange nicht gesehen. Weil eigentlich wollte ich hier in Ischgl ein bisschen Sport machen, aber ich muss sagen, die Street ist ein bisschen klein, um hier zu joggen, deswegen werde ich auch drauf scheißen, deswegen lass uns den Plan einfach weiter scripten. Angekommen in Ischgl. Wenn man gepflegt ist. Im GeoGuessr spielen wir nachher mit Mileson. Ich bin angekommen, ich bin befreit und ich bin notgeil.
Ne, das ist so dieses klassische Influencer-Hotel in Ischgl. So das 0815 Influencer-Hotel. Nee, Hotel. Ich sage immer Hotel, aber Deutsche sagen, ich sag Hotel und Deutsche sagen Hotel. Hotel, Hotel, ja. Das ist das Flaschenauskipp-Erlebnis auf einem anderen Level, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, aber wir verwenden es ja wieder. Recycle. Ich lasse es mir schmecken. Ah, guck hier hinten, einfach Gordon Ramsay auch noch hier. Ah ja. Ah ne, ist Bastian Schweinsteiger. Eine Mischung zwischen Gordon Ramsay und Bastian Schweinsteiger, Digga. Das kannst du keinem erzählen, dass das nicht wie Bastian Schweinsteiger aussieht. By the way, kurze Geschichte, Chat. Ich hatte einen Dreh mit Hanna in Grindelwald anfangs letzte Woche, genau vor einer Woche. Und wir waren essen in einem Restaurant. Dann steht hinter uns so ein Dude auf und dann sagt jemand von uns so, ey, das ist Jogi Löw. Und dann drehe ich mich so um und dann steht dort einfach so Jogi Löw. Steht einfach so da so. Und ich drehe mich so um. Moin Jogi. War einfach Jogi Löw daneben. Ich lasse es mir schmecken. Geschmackstest bestanden. Abgemacht. Mama. Ron, was hast du gerade bestellt? Gar nichts, nur eine Kleinigkeit. Oh nee. Oh nee. Holy shit, Digga. Keine Ahnung, ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, Digga. Nee, wer das aufputzen muss, der tut mir so leid. Ey, Leute, ich mach mir gar keinen Stress, aber egal, ist so ein Influencer-Hotel, da kann man das machen. das war gerade der Vulkanausbruch. Entschuldigung, ich würde mich gerne beschweren. Air Up steht über meiner Facecam. Lieber wichtiges Daniel, weil Air Up mein Sponsor ist vom Stream. Deshalb Air Up. Küsse gehen raus. Wenn du da mal einen Strohhalm reinsteckst, dann entbindet sich das CO2 und das kommt alles schön hoch. Ey, das sieht ein bisschen aus wie Marc Gebauer. Wie Mentos und Cola. Aber das ist doch nur ein Strohhalm. Wie viel hat diese Flasche gekostet, Chat? Wisst ihr das? Flo weiß das sicher. Flo, du kennst dich aus mit diesen Flaschen. Wie viel hat diese Flasche gekostet? Guten Morgen, guten Morgen. Morgen Sunshine. Aber das ist doch nur... Zeig die wieder. Hier. Eine Dom Perignon, Moët und Chandon Imperial Brü. Das ist Moët. Ja, das war... Ja, na klar, Flo. Sorry, Bro. Mindestens 10.000. Was? Diese Flasche kostet mindestens... Das ist doch so... Sag ehrlich, das ist doch so der billige... Das ist doch der billige... Moët und Chandon. Bruder, 9 Liter. Bruder, der hat einfach gerade 5.000 Franken, 5.000 Euro weggeschmissen. Chillig, Digga. Diese Nacht blieb. Aber das ist doch nur ein Strohhalm. Darf ich Ihnen herzlich vorstellen, unsere Reisegruppe. Die Reisegruppe begibt sich auf die Reise auf den Hügel. Wie heißt der Hügel nochmal? Mount Everest. Und da werde ich jetzt runter snowboarden. Ohne Schutz. Ja, okay, gut, aber ich sag ganz ehrlich, wer Snowboard fährt, der ist auch sehr, sehr lost in seinem Leben. Also die Reihenfolge ist, das Schlimmste ist Schlitteln, dann Snowboarden und das Beste Skifahren. Ganz klare Sache. Ich glaube, wir sollten einfach drauf scheißen und uns hier jetzt richtig einen reintrinken. Wer will noch ein Bier? Ich entzünde jetzt mal das Après-Ski-Erlebnis. Mädels, seid ihr da? Jodi. Jetzt hier gleich da hinten. Passt auf, ihr seid auch gleich dran. Jodi. Marc, du bist schon wieder unangenehm. Kann ich mal ganz kurz... Er wirkt immer so nicht drunk. Ich glaube auch, wenn er drunk ist, dann wirkt er so nicht drunk. Das ist eigentlich scheiße. Weil wenn man drunk ist, dann will man dann drunk wirken? I guess. Die Jungs sitzen hier beim Essenstisch, das ganze Restaurant ist leer. Und sie bereiten Wer ist sie? Wer ist sie und wer ist er? sich auf ihre Darbietung vor. Hat dir dieses Video gefallen? Ich weiß, dass dir dieses Video gefallen hat. Aber warum haben 100 Millionen Menschen diesen Kanal noch nicht abonniert? Abonniere jetzt diesen Kanal. Sofort. Danke, Mutter Erde.
Jodi, Jodi, Jodi. Geiles Video. Tschüss, ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao, ciao. Geiles Video, ciao. My heart went. My heart just got stuck between these loops. My heart